Massnahmen gegen Verständnisprobleme mit der deutschsprachigen Minderheit in Freiburger Spitälern. Im zweisprachigen Kanton Freiburg redet der Grossteil vom Spitalpersonal Französisch. Und die Welschen, die Deutsch können, haben Mühe mit dem speziellen Seisler Dialekt. Auch im Spital zu Tafers, einem deutschsprachigen Dorf, ist die Sprachbarriere ein Problem. Der Assistenzarzt Hugo Estel probiert mit seiner Patientin so gut wie möglich Deutsch zu reden. Wir sagen immer, so 80% von der Diagnostik ist Anamnese, das heißt Gespräch mit Patienten. Und wenn wir so einige Details und so verpassen, kann es eigentlich je nachdem schon Konsequenzen haben. Von dem her, Sprache ist super wichtig in der Medizin. Darum bietet das Freiburger Spital HFR zusammen mit verschiedenen Freiburger Gesundheitsorganisationen und dem SRF Mundart-Experten Christian Schmutz einen Seisler-Deutsch-Kurs an. Stufe kommt von «tu auf», «auftun». Weil Hochdeutsch allein reicht häufig nicht, um sich mit den Patientinnen und Patienten gut zu verständigen. Sie haben auch oft Mühe, mir zu verstehen, wenn ich selber Hochdeutsch spreche. Also wenn ich ein paar Wörter auf Sensondeutsch sprechen kann, dann ist es schon besser für alle. Spezifische Eigenheiten im Seisler Dialekt können im Spitalalltag entscheidend sein. Ganz wichtig ist, wenn es um Leben und Tod geht, dass man sich versteht, möglichst flink, möglichst klar, präzise. Und dass, wenn jetzt jemand aus dem Seiserbezirk kommt und sagt, es tut da auch weh, dass man wirklich merkt, hey, das ist jetzt, der muss extrem leiden oder so solche Sachen. Wenn man krank ist, ist man hochvulnerabel und dann hat man keine Nerven. Wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Löschenloch pfeift, halt 3-mal den Satz müssen zu wiederholen. Wie geht's Ihnen? Danke, es geht. Ja. Der Seisler-Deutsch-Kurs ist ein erster Schritt. Ging noch weichen rund die Hälfte der deutsch-freiburgischen Patientinnen und Patienten auf Berner Spitäler aus.